ist daheim. Was tust du das? Das schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde, das schmeckt wie das Küchlein hell. So soll es ja auch schmecken. Soll's ja, tut's aber nicht. Ich mein, das muss doch schmecken, so wie ich die ausgebildet hab. Nix. Ich schmecke überhaupt nichts mehr. Aber ein bisschen geschert finde ich das voll schon, gell? Das sag ich dir. Wenn man mir zuerst was verspricht und dann krieg ich's nicht. Weil Überraschungen, die wo gar keine sind, auf die kann ich ganz gut verzichten. Grüß die Mama. Korbi! Korbi! Das gibt's ja nicht! Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich kann's nicht glauben, ich kann's nicht glauben. Drucken fein nicht. Okay, so ein Vogelbauer, der hält doch das aus, gell? Du bist mir so abgegangen, Korbi. Tu mir auch, Mama. Sag einmal, warum sagst denn du nicht, dass du kommst? Dann war es doch keine Überraschung mehr gewesen. Genau. Das war die Überraschung. Ja, und jetzt super hingehauen. Jetzt komm her. Lass dich drucken. Mei, wie geht's denn, hä? Gut. Komm her. Schön, dass du da bist. Ja, Zeit ist worden. Also komm, jetzt zieh dich mal aus und mit deinem drum Schal. Ja, ich hol ein Bier, ja? Wie lange bleibst du denn diesmal da? 2 Wochen habe ich frei. Und dann musst du wieder nach China. Nein, das Hotelprojekt ist abgeschlossen. Ja, und wo musst du dann als nächstes hin? Da, wo mein Chef mich haben will, aber ich hoffe schon bei uns da in der Gegend. Obwohl China natürlich schon eine wahnsinns tolle Erfahrung war. Ja, so rosig war's am Schluss jetzt nimmer, gell, wo du dich von der Chow Meng getrennt hast. Aber jetzt bin ich erst einmal da. Ja, jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Jetzt machen wir ganz viele schöne Sachen miteinander. Mike, du, wenn du mit zu Annalena willst, dann musst du dich aber beeilen, weil ich will nach dem Einkaufen schnell nach Bayerkofen fahren. Da gibt's im Fashion Paradies 50% auf alles. Bin ja da. Ja. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, was hast du heute so vor an deinem freien Tag? Was ist denn das? Piercing. Also komm, frag was. Ah! Was ist denn das? Ein Piercing. Cool, oder? Das habe ich mal gestern im Tattoo King in Bayerkofen gekauft, bevor ich mit Basti ins Kino bin. Ja, aber warum? Warst deswegen gestern schon im Bett, als wir heimgekommen sind, oder? Damit wir es nicht sehen. Und? Was sagt ihr? Ist mir doch wurscht, bist du alt genug. Von mir aus tragst du es, wenn du nicht arbeitest, aber in der Werkstatt will ich das Ding nicht sehen. Das ist doch bloß ein... Nix. Du kannst mir das gar nicht verbieten. Ja, das mag schon sein. Aber was ist denn, wenn du damit irgendwo hängen bleibst? Arbeitssicherheit, schon mal was da verkehrt. Jetzt übertreibst du aber. Nein, das tue ich nicht. Morgen in der Werkstatt will ich das Ding nicht mehr sehen. Ende. Ja, Martin Kirchlein am Apparat. Ich hätte ganz gerne einen Termin so schnell wie möglich beim Herrn Dr. Hofberger. Der ist gerade leider im Urlaub. Worum geht's denn? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich rieche auf einmal nichts mehr und schmecken tue ich auch nichts. Verstehe. Wenn's wollen, können Sie gern heute im Laufe des Tages ohne Termin vorbeikommen. Dann darf Sie sich der Dr. Brandt anschauen. Also in dem Fall war es mir lieber, wenn ich beim Herrn Dr. Hofberger wäre, weil er kennt mich in- und auswendig und ich bin immer bei ihm. Wann ist er denn wieder da? Nächste Woche. Kleinen Moment. Am Donnerstag hätte ich noch einen Termin bei ihm frei. Um 16 Uhr? Na gut, dann
Dann nehmen wir den. Dann am Donnerstag um 4. Wiederhören. Wiederhören. Du Martin, ich fahr jetzt schnell die Franzi in den Kindergarten und geh dann noch einkaufen. Soll ich da Brotzeit in die Brauerei vorbeibringen? Nein, das passt schon. Ist alles in Ordnung bei dir? Freilich. Was soll schon sein? Ich wollte bloß fragen. Gut, dann bis später. Bis später. Was das mit der Salami? Ja, dann nehme ich noch. Ach, die Bierkugel da gibst du noch mit? Gern. Mike, hättest du noch was wollen? Jetzt komm, jetzt hör doch mal auf, wegen dem blöden Piercing den Kopf zu machen. Was geht's denn bei euch? Die Toni hat sich ein Nasenpiercing stechen lassen und dem Mike gefällt's nicht. Geh jetzt zum 100. Mal. Es geht nicht darum, dass mir das nicht gefällt. Das Ding ist gefährlich. Wenn wo mit Maschine hantiert wird, dann kann immer was passieren. Was denn zum Beispiel, wenn sie sich mit dem Ringel da irgendwo einfadelt? Okay, mit so einem kleinen Piercing? Ja, wenn sie nicht aufpasst, bleibt's an einem Scheibenwischer hängen, oder? Aber was weiß ich? Außerdem ist schön was anderes. Was sollen die Kunden sagen? Du brauchst dich eigentlich gar nicht aufregen, weil du hast selber ein Tattoo. Sag mal, das ist doch ganz was anderes. Erstens schaut das gut aus. Und zweitens ist das den ganzen Tag unter die Klamotten versteckt. Und drittens gefällt dir das auch. Ja, vor 20 Jahren vielleicht. Schönheit liegt nun mal im Auge des Betrachters, hm? Naja, jedenfalls hast du die Toni ganz schön angepflaumt und du könntest dich schon bei ihr entschuldigen. Von mir aus. Gut, dann zahlen wir. Okay. Also bei uns legst du fein nieder so ins Zeug, was das Frühstück da angeht, Tante Moni. Wir haben ja auch hohen Besuch. Also, ich pack's da nicht Arbeit. Grüß dich. Morgen. Für dich. Hast gut geschlafen? Wie es 12 war, da bin ich auf einmal senkrecht im Bett gestanden. Um die Zeit bin ich ja drüben normalerweise immer aufgestanden. Um Mitternacht? Na, um 6 in der Früh. Die Chinesen sind noch 6 Stunden voraus. Oh mei, du Armer. Kannst du überhaupt schon was essen? Meinst du, ich lass mir dein gutes Frühstück entgehen? Du kannst ja nach dem Frühstück noch mal ein bisschen liegen. Das mache ich. Und wenn's magst, dann fahren wir heute Nachmittag nach Bayerkofen. Ein bisschen was einkaufen. Hast du Lust? So um 4? Freilich. Wenn du wieder fit bist bis dahin. Ich bin ja auf der Rosi am Termin mit dem Bibelrieder. Dass du für ja nicht ohne unterschriebenen Vertrag zurückkommst. Ah, apropos, ich brauche noch schnell ein Autogramm. Merci. Also dann. Ja. Ich wollte bloß meinen Ausdruck von vorhin holen. Ah ja, Falle. Da. Okay. Oh, was hast denn da Schönes? Ach, das ist ein Glücksarmband. Das hat mir der Korbi aus China mitgebracht. Ah, ist der gerade wieder da? Sagst ganz schöne Grüße. Mach ich. Herr Kirchleitner, ich wollte mich noch bei einer entschuldigen. Wegen was? Naja, weil ich mir erst die Charge hell so versaut hab und das jetzt verschnitten werden muss. Also, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Nach dem, was der Martin eingegeben hat, wird das Bier ganz normal abgefüllt. Wie jedes andere auch. Verschnitten wird da nichts. Ja, aber der Herr Kirchleitner hat zu mir gesagt, dass das Bier total fack geschmeckt hat. Also, da, am Computer steht anders drin. Die Charge ist einwandfrei. Ja, aber was redet er denn dann? Also, für mich hört sich das nach einem astreinen Missverständnis an. Hey! Schau mal, was ich im Fashionparadies alles gefunden habe. Ja, weh. Servus. Grüß dich.
Sag einmal, spinnst du jetzt total? Du schaust aus, als wärst du in einen Nageleimer reingefallen. Du hast gesagt, wenn er frei habt, darf ich das. Und heute habe ich frei. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lass mir gleich noch ein paar mehr Piercings machen. Im Dutzend waren es gleich billiger, oder? Jetzt sag halt du auch mal was. Tut das nicht weh? Nee. Jetzt macht euch ja mal nicht ins Hemd. Zur Arbeit kann er die Piercings ja wieder raustun. Wir wollen ja schließlich nicht, dass er mich verletzt. Ja, aber dann sieht man die ganzen Löcher. Ja, genau. Mein Gott. Mensch, Toni, jetzt wirklich. Ich mein, das schaut doch furchtbar aus. Ja, das bist doch überhaupt nicht du. Finde schon. Ach, übrigens, ich lass mir die Ohrlöcher nur zu Tunnels weiten. Ich bin jetzt in meinem Tierheim, gell? Viel Spaß noch. Was hast du so machen? Ach, Mike, hör auf. Tunnels. Das sind so, eine Kundin von mir im Studio hat das auch. Das sind so Ohrlöcher, die so weit gedehnt werden, dass du irgendwann mal einen ganzen Finger durchstecken kannst. Ja, Hefgut, das war es. Ist das echt? Schön, dass du wieder mal da bist. Davon hast du in China Visa Akkorde gehabt. Geht aufs Haus. Das ist lieb, danke. Na, hast du einen rechten Jetlag, hä? Das wird schon wieder. Von Ost nach West ist es ja bekanntlich nicht so schlimm wie von West nach Ost. Naja, ich weiß nicht. Ich hab mir vorher nach dem Frühstück noch mal versucht zum Hinlegen und da ist immer noch nichts gegangen. Naja, also nach dem Trumleberkaster schlafst du wie ein kleines Baby. Ja. Leute, die Pflicht ruft. Ich muss wieder. Man sieht sich, gell? Für deiner. Lea, sind die Schnitzel schon fertig? Ah, da, schau her. Der Chines. Grüß einer, Herr Brunner. Grüß dich, schön, dass du mal wieder da bist. Was war's mit Duzen jetzt? Ich bin der Gregor. Gut. Apropos China. Was heißt Schönheitschirurg auf Chinesisch? Nasi Goreng. Weil ich dich gerade triff. Ja. Weil ich dich gerade triff, kannst du deinem Chef was ausrichten? Wir brauchen darin mal dringend einen Schreiner. Es gibt einiges zum Richten. Ach so? Ja, vielleicht kann mir der Gantinger mal anrufen wegen einem Termin. Ja, oder soll ich mir vielleicht gleich anschauen? 2 Stunden hätte ich noch Zeit, bis ich mich mit der Mama triff. Naja, wenn es ja keine Umstände macht. Wenn ich jetzt gerade nicht schlafen kann, dann kann ich mir auch ein bisschen nützlich machen. Ha? Na gut, dann isst der Leberkäse auf und dann kommst. Wenn man dir so zuschaut, wird einem ganz schwindlig. Weißt du, was mir passiert? Ich muss heim, weil der Korbi, ich habe ihm versprochen, dass wir noch Brotzeit machen, bevor wir nach Bayerkofen fahren. So. Der Kaffee ist fertig, gell? Wunderbar, Dankeschön. Monika. Ja, ist das nicht. Hab ich jetzt wieder vergessen, dass ich einen Pulver rein tue. Ja, ja. Entschuldigung. Mach ich sofort. Warte, ich setze sofort den Meier auf. Ja. Halt! Ich hab den Ordner dafür, hab ich schon fertig. Schau her. Ah, ja. Da, schau her. Ja, Jetzt. wunderbar. Dankeschön. Bitte. Sag mal, wieso hast denn du jetzt die bezahlten Rechnungen zu den unbezahlten dazu geheftet? Was? Da. Das ist eine Entschuldigung. Ich mach's sofort, ich richte es. Komm, Monika. Schleich die. Glaubst du, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sein Kind ewig nicht gesehen hat? Der Flori ist ja schließlich auch gerade in Kanada. Aber es ist ja noch so viel Arbeit. Ja, aber so wie du jetzt da umeinander hudelst, da schaffe ich die Arbeit auch locker allein und das in der halben Zeit. Also, Abflug. Also, danke. Ein schönes Tierl hast du übrigens. Das ist vom Korbi. Handarbeit. In China ist die Gewinnung von Seide eine jahrtausendalte Tradition. Ja, das habe ich auch schon gehört. Also, Vierte. Vierte.
Na, keiner da? Ja, ich komm ja schon. Grüß dich. Grüß dich. Ich übernimm das. Wart. Danke dir. Wie geht's denn eigentlich? Gut, danke. Einmal voll danken, gell? Ja, hab gar nicht gewusst, dass du eine Tätowierung hast. Na ja, da schaust, gell? Dem hat sogar 3. Ach so, das ist gar nicht echt. Nein, sicher nicht. Das ist vom Tattoo King in Bayerkofen. Hey, das ist ein Laden, kennst du den? Ja. Lauter Fake-Sachen, Fake-Piercings, Fake-Tattoos, da kannst du die Vogelwild herrichten lassen. Ach so? Ja, ich finde das ja ganz gut. Weißt du, kannst du erst mal probieren und kannst mal schauen, ob es dir wirklich taugt, bevor du es dann auch stechen lässt. Na, warte. Ah, grüß Gott, Herr Kirchleitner. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Herrschaft, hat man nicht einmal Ruhe von der Arbeit? Haben Sie ein bisschen viel um die Ohren? Das kann ich laut sagen, ja. Wollen wir ein Stückchen gehen miteinander? Ah, Frühling. Riechen Sie es? Nein, ich riech nix. Entschuldigung, Herr Pfarrer. Genau das ist im Moment mein Problem, dass ich nichts rieche. Dass Sie nichts riechen? Ja, und schmecken tue ich auch nichts. Ja, haben Sie eine Erkältung? Oh, das war schön, wenn es gerade eine Erkältung war. Aber wahrscheinlich hängt es mit meinem Alter zusammen. Ach so, und jetzt haben Sie Sorge, dass Sie das eventuell in Ihrem Beruf beeinträchtigt. Naja, ein Braumeister, der nichts riecht und nichts schmeckt, den braucht doch keiner. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie schon langsam zum alten Eisen gehört. Hummerl, hast Lust? Probieren wir mal den Schnaps, den der Kobi aus China mitgebracht hat. Hä? Spinnst du um die Uhrzeit? Also das da, das ist was ganz was Gutes. Der ist aus roter Hirse und Weizen. Ja, der Brand. Also in China ist das was ganz was Besonderes. Die nehmen den sogar für Staatsbankette her. Woher weißt denn du das alles? Das hat mir alles der Sohn erzählt. 70%? Ja, pfiat Gott, ich muss heute noch Auto fahren. Weißt du, wo der Korbi ist? Ich hab schon versucht, dass ich ihn auf seinem Handy erreiche. Vielleicht ist er ins Dorf rein, ja? Stimmt, der weiß ja gar nicht, dass ich heute früher heimgekommen bin. Ich geh jetzt in den Brunnerwirt und schau, da werden schon irgendwo einer gesehen haben. So, da. Auf Teivi. Ist der kreislich. So, und dann haben wir das Zimmer vom Flori und dann müssen wir durch sein. Schade, dass der gerade jetzt in Kanada ist und wir uns deswegen nicht sehen. Naja, vielleicht kriegst du mal einen größeren Auftrag da in der Gegend und dann seht ihr euch noch, wenn er wiederkommt. Ich glaube, da müsste mal die Tür gemacht werden. Und herrichten kann man auch. Ist klar. Und wie lange wird das jetzt alles miteinander dauern? Das. Ja, dann die Eckbank, Stuhl und Tisch in eurer Wohnküche. Die alten Schränke in die 2 Fremdenzimmer, Bestuhlung in der Gaststube. Ja, und dann kommt immer noch ein bisschen was dazu. Also wenn das einer allein macht, dann kann das schon eine Woche oder eher 2 werden. Aber und billig wird das bestimmt auch nicht. Das fragst dann am besten mein Chef. Ich bin da herum, Fanny. Könntest du bitte langsam wieder runterkommen? Die Temperatur. Ja, ich komm gleich. Kann ich dir allein lassen? Ja, ich schreibe nur noch ein paar Sachen auf und dann komm ich auch. Gut. Magst du vielleicht noch was essen? Ein Schweinsbraten oder so? Ich darf dir einladen. Ja, das braucht's doch nicht. Das darfst du aber aufhören, du hast deine Freizeit für mich geopfert. Also gut. Aber nicht, dass ich bald ausschaue wie der Benedikt, gell? Da passt noch viel rein. Schauen Sie, Herr Pfarrer, voriges Jahr, da habe ich den Ärger gehabt mit meiner Hüfte und jetzt. Mein Hausarzt in Köln hat damals einmal gesagt, wenn es mit 50 nicht irgendwo zwickt oder zwackt, dann ist man schon halber tot. Ja, freilich. Ja, schauen Sie, gegen das Älterwerden ist halt keiner gefeit. Und Ja. jeder muss einmal ein bisschen kürzer treten. Ne? Wollen wir uns vielleicht hinsetzen? Warum nicht?
Schauen Sie, ich bin jetzt auch schon langsam an dem Punkt, wo Ruhestand kein Fremdwort ist für mich. Ja, ich muss jetzt die nächsten Tage der Gemeinde sagen, dass ich mein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben muss. Gehen Sie, was haben Sie denn? Ja, mein Herz macht immer so mit. Ja, aber bitte schön, Herr Kirchleitner, halten Sie das für sich, gell? Ja, freilich. Es tut mir aber leid, Herr Pfarrer. Und glauben Sie mir, dieser Entschluss ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Aber schauen Sie, wenn man nicht mehr so kann, wie man gern mag, dann muss man loslassen können. So ist das Leben. Tja, das sagt sich so leicht. Seit fast einem halben Jahrhundert brauche ich jetzt Bier. Und wenn ich daran denke, dass das von heute auf morgen vorbei sein sollte. Herr Kirchleitner, vertrauen Sie auf unseren Herrgott. Vielleicht haben Sie recht, Herr Pfarrer. Jetzt warte ich erst mal ab, was der Doktor sagt, bevor ich mich und meine Familie verrückt mache. Ach so? Haben Sie gar nicht mit Ihrer Familie drüber geredet? Nein, bevor ich nicht genau weiß, was los ist, da möchte ich die Pferde nicht scheu machen. Bier ist ja genug auf Lager, also werde ich die nächste Zeit auch nichts abschmecken müssen. Grüß euch. Servus, Monika. Was ist? Magst du nicht da, Herr Ocker? Nein, ich suche bloß meinen Burm. Was? Dein Burm? Ah, ist der Leopold aus Berlin jetzt mal wieder zu Besuch? Nein, der Korbi. Der Korbi, der ist doch in China. Da ist er grad. Da, in Lansing. Du kriegst da gar nichts mit. Also das halbe Dorf weiß schon. Ja, was meinst du, was ich als Landrat alles zum Tor hab, ha? Das sieht man. Was? Du, gell? Grüß dich, Gregor. Grüß dich. Du, hast du vielleicht einen Korbinian irgendwo gesehen? Jesus, nein, den hab ich ja völlig vergessen. Der wollte schon längst runterkommen. Er schaut sich bei uns die alten Möbel an, die schon lange mal gemacht werden. Ach so, ist er nur um? Ich schätze mal schon. Geh mit. Wahnsinn. Das schaut richtig echt aus. Ja, was hab ich gesagt? Gut, gell? Du wolltest doch mal mit mir sprechen? Ja, genau. Pass auf, ich wollte mich entschuldigen für das, was ich gesagt hab. Heißt das, du hast nichts mehr gegen meine Piercings? Was du mit deinem Gesicht oder deine Ohrwaschel veranstaltest, das geht nur dir so. Und als Wiedergutmachung hat sich der Mike für dich was ganz Besonderes einfallen lassen. Echt? Deine Tunnels, oder wie das heißt, das geht auf mich. Und weil ich weiß, dass das narrisch wehtut, wenn du dir die Ohrwaschel auf 11:30 ziehen, komme ich sogar mit, quasi als moralische Unterstützung. Ne? Aber du kriegst doch da bestimmt die Krise, wenn du dir das mit anschauen musst. Na, pass auf, ganz im Gegenteil. Durch deine Piercings bin ich erst wieder auf den Geschmack gekommen. Schau, das habe ich mir heute Nachmittag bei meinem alten Tätowierer stechen lassen. Schaut super aus, oder? Ha? Geil, oder? Was da die Kunden wohl dazu sagen? Nein, nix. Weil es nämlich ganz leicht wieder runtergeht. Ist das fake? Ja, genauso wie die ganzen Dinger, die da in deinem Gesicht drin hängen. Da nimmt man nämlich jetzt nämlich bloß einen feuchten Lappen. Und 1, 2, rubbel die Katz. Ist es wieder drunten. Was ist da 1, 2 wieder drunten? Wieso geht das nicht? Glaubst du, sag Gott, sei jetzt. Dass du mal voll gescheit weiterschubst, gell? Morgen in der Werkstatt wird er das Zeug nämlich nimmer sehen. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Sorry. Wollen wir nur ein bisschen schlafen lassen? Ich glaub, der kehrt in sein Bett. Korbi, aufstehen. Also einen tiefen Schlaf hat er, das muss man ihm lassen.
habe ich schon meine Tricks. Der wird das Lehrbuch schon, wenn ich da aufstehe. Mama, spinnst du jetzt? Ja, mei, wenn ich die sonst nicht wach krieg. Wo bin ich denn überhaupt? Brunnerwirt, Lansing. Flor ist im Zimmer. Jetzt kommst du auf. Ich glaub, wir gehen heim und da schlafst du ja mal richtig aus. Das ist eine gute Idee. Und was ist mit Bayerkofen? Bayerkofen gibt's morgen auch noch. Servus. Ja, Herr Kirchleitner, ich hab schon versucht, dass ich Sie am Handy erreiche. ach, du warst es. Ja, haben Sie kurz Zeit? Ja, komm rein. Ich darf mit Ihnen gerne noch mal reden. Wegen meiner Charge. Das passt gut, weil ich wollte mit dir darüber auch noch mal reden. Ah, Martin, da bist du. Oh, entschuldigt, habe ich gerade irgendwie unterbrochen? Na, passt schon. Ist es okay, wenn wir das anders mal besprechen? Mhm, freilich. Danke. Und was gibt's? Du kennst doch den Schmalke. Der Getränkemarktbesitzer von Niederbayern. Genau den habe ich an der Angel. Respekt. Wie hast du denn das geschafft? Ja, du kennst mich doch. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe. Der Schmalke, der will ja dunkles Radler in seine Getränkemärkte aufnehmen. Aber was habt ihr nie damit zu tun? Ich meine, wir haben da ein dunkles Radler gar nicht im Sortiment. Ja, und genau da kommst du ins Spiel. Da müssen wir uns so schnell wie möglich eins zusammenmischen. Was? Hm? Ich habe mit dem Schmalke schon einen Termin ausgemacht zur Verkostung. In 3 Tagen kommt er vorbei. Was meinst du? Ob ich dieses Jahr auf den Fasching gehe? Na, freilich gehe ich auf den Fasching. Was ist denn das für eine Frage? Das Motto im Brunnerwirt ist ja dieses Jahr Mannschaften. Ob ich mit meiner Veronika gehe? Na wie denn? Das geht doch gar nicht. Wir Männer treten doch geschlossen gegen die Frauen an. Und ich sag Ihnen was. Unser Gruppenkostüm ist so genial, da haben wir den Sieg schon in der Tasche. No. Was tust du? Das schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde, das schmeckt wie das Kirchleitner hell. So soll es ja auch schmecken. Soll's ja, tut's aber nicht. Ich mein, das muss dazu schmecken, so wie ich die ausgebildet hab. Nix. Ich schmeck überhaupt nichts mehr. Aber ein bisschen gescheit finde ich das falsch schon, gell? Das sag ich dir. Wenn man mir zuerst was verspricht und dann krieg ich's nicht. Weil Überraschungen, die wo gar keine sind, auf die kann ich ganz gut verzichten. Grüß die Mama. Korbi! Korbi! Das gibt's ja nicht. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich kann's nicht glauben, ich kann's nicht glauben. Drucken voll nicht. Okay, so ein Vogelbauer, der hält doch das aus, gell? Du bist mir so abgegangen, Korbi. Tu mir auch, Mama. Sag einmal, warum sagst denn du nicht, dass du kommst? Dann war's doch keine Überraschung mehr gewesen. Genau. Das war die Überraschung. Ja, und jetzt super hingehauen. Jetzt komm her. Lass sie drücken. Mei, wie geht's denn, hä? Gut. Geh mir her.
Schön, dass du da bist. Ja, Zeit ist worden. Also komm, jetzt zieh dich mal aus Ja. mit deinem drum Schal. Ja, ich hol ein Bier, ja? Wie lange bleibst du das mal da? 2 Wochen habe ich frei. Und dann musst du wieder nach China. Nein, das Hotelprojekt ist abgeschlossen. Ja, und wo musst du dann als nächstes hin? Da, wo mein Chef mich haben will, aber ich hoffe schon bei uns da in der Gegend. Obwohl China natürlich schon eine wahnsinns tolle Erfahrung war. Ja, so rosig war es am Schluss jetzt nimmer, gell, wo du dich von der Chow Meng getrennt hast. Aber jetzt bin ich erst einmal da. Ja, jetzt bist du da. Jetzt bist du da. Jetzt machen wir ganz viele schöne Sachen miteinander. Mike, du, wenn du mit zu Annalena willst, dann musst du dich aber beeilen, weil ich will nach dem Einkaufen schnell nach Bayerkofen fahren. Da gibt's im Flächenparadies 50% auf alles. Bin ja da. Ja. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, was hast du heute so vor an deinem freien Tag? Was ist denn das? Piercing. Also komm, packen wir's. Ah! Was ist denn das? Ein Piercing. Cool, oder? Das habe ich mir gestern im Tattoo King in Bayerkofen gekauft, bevor ich mit Basti ins Kino bin. Ja, aber warum? Warst deswegen gestern schon im Bett, als wir heimgekommen sind, oder? Damit wir es nicht sehen. Und? Was sagt ihr? Ist mir doch wurscht, bist du halt genug. Von mir aus tragst du es, wenn du nicht arbeitest, aber in der Werkstatt will ich das Ding nicht sehen. Das ist doch bloß Nix. Du kannst mir das gar nicht verbieten. Ja, das mag schon sein. Aber was ist denn, wenn du damit irgendwo hängen bleibst? Arbeitssicherheit, schon mal was davon gehört? Jetzt übertreibst du aber. Nein, das tue ich nicht. Morgen in der Werkstatt will ich das Ding nicht mehr sehen. Ende. Ja, Martin Kirchlein am Apparat. Ich hätte ganz gerne einen Termin so schnell wie möglich beim Herrn Dr. Hofberger. Der ist gerade leider im Urlaub. Worum geht's denn? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich rieche auf einmal nichts mehr und schmecken tue ich auch nichts. Verstehe. Wenn Sie wollen, können Sie gern heute im Laufe des Tages ohne Termin vorbeikommen. Dann darf Sie sich der Dr. Brandt anschauen. Ja, also in dem Fall war es mir lieber, wenn ich beim Herrn Dr. Hofberger wäre, weil er kennt mich in- und auswendig und ich bin immer bei ihm. Wann ist er denn wieder da? Nächste Woche. Kleinen Moment. Am Donnerstag hätte ich noch einen Termin bei ihm frei. Um 16 Uhr. Na gut, dann nehmen wir den. Dann am Donnerstag um 4. Wiederhören. Wiederhören. Du Martin, ich fahr jetzt schnell die Franzi in den Kindergarten und geh dann noch einkaufen. Soll ich da Brotzeit in die Brauerei vorbeibringen? Nein, das passt schon. Ist alles in Ordnung bei dir? Freilich. Was soll schon sein? Ich wollte bloß fragen. Gut, dann bis später. Bis später. Was ist das mit der Salami? Ja, dann nehme ich noch. Ach, die Bierkugel da gibst du mir noch mit. Gern. Mike, hättest du noch was wollen? Hm? Jetzt komm, jetzt hör doch mal auf, wegen dem blöden Piercing dir den Kopf zu machen. Was geht's denn bei euch? Die Toni hat sich ein Nasenpiercing stechen lassen und dem Mike gefällt's nicht. Okay, jetzt zum 100. Mal. Es geht nicht darum, dass mir das nicht gefällt. Das Ding ist gefährlich. Wenn wo mit Maschine hantiert wird, dann kann immer was passieren. Was denn zum Beispiel, wenn sie sich mit dem Ringel da irgendwo einfadelt? Okay, mit so einem kleinen Piercing? Ja, wenn sie nicht aufpasst, bleibt's an einem Scheibenwischer hängen, oder? Aber was weiß ich? Außerdem ist schön was anderes. Was sollen die Kunden sagen? Du brauchst dich eigentlich gar nicht aufregen, weil du hast selber ein Tattoo. Sag mal, das ist doch ganz was anderes. Erstens schaut das gut aus. Und zweitens ist das den ganzen Tag unter die Klamotten versteckt. Und drittens gefällt dir das auch. Ja, vor 20 Jahren vielleicht. Schönheit liegt nun mal im Auge des Betrachters, hm? Naja, jedenfalls hast du die Toni ganz schön angepflaumt und du könntest dich schon bei ihr entschuldigen. Von mir aus. Gut, dann zahlen wir. Okay.
Bei uns legst du dich fein nieder so ins Zeug, was das Frühstück da angeht, Tante Moni. Wir haben ja auch hohen Besuch. Also, ich pack's dir nicht Arbeit. Grüß dich. Morgen. Für dich. Hast du gut geschlafen? Erst weg war, da bin ich auf einmal senkrecht im Bett gestanden. Um die Zeit bin ich ja drüben normalerweise immer aufgestanden. Um Mitternacht? Na, um 6 in der Früh. Die Chinesen sind noch 6 Stunden voraus. Oh mei, du Armer. Kannst du überhaupt schon was essen? Meinst du, lass mir dein gutes Frühstück entgehen? Du kannst ja nach dem Frühstück noch mal ein bisschen hinlegen. Das mache ich. Und wenn du magst, dann fahren wir heute Nachmittag nach Bayerkofen. Ein bisschen was einkaufen. Hast du Lust? So um 4 Uhr? Freilich. Wenn du wieder fit bist bis dahin. Ich bin ja auf der Rosi ihrem Termin mit dem Bibelrieder. Dass du für ein Jahr nicht ohne unterschriebenen Vertrag zurückkommst. Ah, apropos, ich brauche noch schnell ein Autogramm. Merci.